des Herausgebers. Die erste Liebe vergisst man nie, behaupten Schriftsteller, Schlagersänger, Filmemacher, Psychologen, Meinungsforscher, Fernsehjournalisten. Und trotzdem stimmt das nicht. Nicht in meinem Fall. Als Mona „Hallo, ich bin's Mona" sagte, antwortete ich „Hallo Mona", ohne im geringsten zu wissen, wer denn diese Mona war, mit der ich sprach. Und es dauerte noch eine lange Minute belanglosen Tratsches über unser gegenseitiges Gutergehen, bis mir klar wurde, dass diese abgeschliffene, brüchige Stimme am anderen Ende der Leitung Mona Biblisch gehörte. Sie wolle mich treffen, sagte sie. Es sei wichtig, sagte sie. Sehr wichtig. Und es tue ihr leid, dass sie damals nicht sehr nett zu mir gewesen sei. Nicht sehr nett. Ich sagte, das sei okay, die Sache von damals. Und einem Treffen stimmte ich ebenfalls zu. In einem Touristencafé im Zentrum. Morgen, 4:30. Ich legte auf und schloss die Augen. Wartete. Einiges stieg in mir auf. Der ranzige Geruch ihrer Wolljacke. Diese stank immer nach kalten Zigaretten. Ihre Eltern rauchten Kette. Eine Schallplatte. Vinyl, 45er. Keine Ahnung mehr von wem. Nur an die Widmung erinnere ich mich genau. Ein einfallsloses Forever Love Mona. Und der Slow in der Garage. Da haben wir uns wohl zum ersten Mal geküsst. Nehme ich mal an, obwohl ich hiervon keine präzise Erinnerung habe. Viel war das nicht. Und irgendeine Art von Rührung, Erregung oder sonstigen Emotionen erzeugte es auch nicht in mir. Meine Frau fragte, wer angerufen habe. Ein Arbeitskollege, sagte ich, wegen der Prüfungsarbeiten der 1bc, die müssen doppelt verbessert werden. Sagte sie und hörte nicht mehr zu. Ich wartete in einer Nebenstraße bis 5:45. Dann ging ich ins Café. Ich hatte nur ein sehr vages Bild einer 14-Jährigen im Kopf. Und wie diese mit 47 aussehen würde, wusste ich nicht. Sowas kann peinlich werden oder schmerzhaft. Und wehtun wollte ich ihr nicht nach über 30 Jahren. Ich erkannte Mona sofort. Es war die einzige Frau, die allein an einem Tisch saß. Ich setzte mich zu ihr, sie lächelte ein wenig. Wie Anfang 50 sah sie aus. Das war kein netter Gedanke, aber er stimmte. Mona tat auch nichts, um dies zu verstecken. Überhaupt nichts. Keine Farbe in den Haaren, keine Schminke im Gesicht. Aber ein versoffenes Wrack, wie ich es befürchtet hatte, war sie auch nicht. Gepflegt und alt. Trotzig alt. Trug Brille und trank Bier. Eine schöne Frau, dachte ich. Und noch eine ganze Menge andere Gedanken, die hier nicht von Belang sind. Von Belang ist aber das, was Mona mir in jener knappen halben Stunde erzählte, in der wir uns gegenüber saßen. Und zwar, erstens, dass es ihr immer noch leid tue, dass sie damals brutal und erklärungslos mein 14-jähriges Herz gebrochen habe. Zweitens, dass die Erklärung dafür folgende sei. Sie kam damals in ein Heim, auf eigene Anfrage, da sie ihre alkoholsüchtige Mutter und deren Lebensgefährten, ein Riesenarschloch, nicht mehr ertragen konnte. Drittens, dass sie mit 17 eine Riesendummheit begangen habe. Viertens, dass die Folgen dieser Dummheit im marineblauen DIN A4-Heft vermerkt seien, das sie zwischen uns auf den Tisch legte. Fünftens, dass sie eine fast 30-jährige Tochter habe, die Nadine heißt. Sechstens, dass sie Mona die Hoffnung nicht aufgegeben habe und deshalb zurück müsse. Siebtens, dass, damit Nadine dies alles verstehen könne, der Inhalt des marineblauen Heftes publiziert werden müsse. Achtens, dass ich ihr dabei helfen solle. Bitte. Ich sei schließlich ein ziemlich bekannter Schriftsteller. Dann bezahlte sie unsere 3 Bier, 2 für sie, 1 für mich, und ging. Das marineblaue Heft blieb liegen. Ich hatte mich bequatschen lassen.
es zumindest zu lesen. Ach ja, einen Kuss bekam ich auch auf die Wange. Ich nahm das Heft mit in die Schule, las einige Seiten in der Mittagspause. Sie bestätigten das, was ich im Café schon wusste. Der Inhalt des marineblauen Heftes war nicht publizierbar. Ein Tagebuch, so schien es. Das Tagebuch einer verworrenen 17-Jährigen. Adressiert an ein unbestimmtes Du. Eine Du. An eine imaginäre Freundin. Im Ton voller Wut, Pathos und Selbstmitleid. Geschrieben in einem grauenhaften Deutsch. So insofern ich das beurteilen kann. Mein Deutsch ist ja ebenfalls ziemlich dürftig, wie Sie es bestimmt schon bemerkt haben. Meine Geschichten schreibe ich lieber auf Französisch. Fakt ist, ich fand es schlecht. Und ich konnte es nicht verbessern. Und ich konnte es nicht veröffentlichen. Und genau das würde ich ihr sagen. Genau das. Sobald sie sich melden würde. Sie würde sich melden, hatte sie gesagt. Nach 2 Wochen wurde ich nervös. Ich fing an nachzuforschen. Ich versuchte die Telefonnummer zurückzuverfolgen. Ohne Erfolg. Googelte. Nichts. Ich fand keine Mona biblisch. Ich war rastlos, abwesend. Auch beim Sex. Ob ich eine andere hätte, fragte meine Frau. Halb scherzend. Ich lachte halbherzig. Ich blätterte im marineblauen Heft. Suchte nach Indizien. Wie in schlechten Krimis. Ich fand nichts. Und der Text erschien mir immer suspekter. Das war nicht das Werk einer 17-Jährigen. Oder zumindest nur teilweise. Das Original schien überarbeitet worden zu sein. Verbessert, ergänzt. Und das Jahre, Jahrzehnte später. Es wimmelt ja nur so von Anspielungen auf Musik und Filme der 80er, eben auch der 90er und der 2000er Jahre. Ein gefaktes Tagebuch. Vielleicht nicht einmal das. Ein Sehnsuchtsbuch. Ein Buch zum Wegsperren, zum Verbrennen. Aber das musste Mona tun. Ich fing an, Todesanzeigen zu durchforsten, fing an, in Toten zu wühlen. Wasserleichen, bis die Unkenntlichkeit verbrannte. Ich rief in der Psychiatrie an. Ich ging in unser Café, immer um 16:35 Uhr. Unser Café. Meine geistige Gesundheit fing an, mir Sorgen zu bereiten. Und nicht nur mir. Eine Beziehungskrise bahnte sich an. Heftig. Ausgang ungewiss. Ich suchte weiter. Versuchte es mit Nadine biblisch. Ohne Erfolg. Dann wieder mit Mona biblisch. Ich hoffte sehnlichst auf eine Leiche. Weiblich Ende 40. Sie tauchte nicht auf. Nach 3 Monaten begann ich das marineblaue Heft abzutippen. Ich strich einige Wiederholungen, ließ das automatische Verbesserungsprogramm durchlaufen, gab das Resultat meinem Verleger. Ich war sehr skeptisch. Und trotzdem, meine Frau blieb. Und der Verlag druckte das Buch. Wohl weil das vorherige den Literaturpreis der Europäischen Union gewonnen hatte und obendrein auch noch verfilmt wurde. Und weil ich die 2 Bedingungen, die sich stellten, diskussionslos annahm. Erstens, das Buch müsse auch unter meinem Namen erscheinen. Aus rechtlichen Gründen hieß es. Vor allem, da diese Frau biblisch vorübergehend unauffindbar sei. Zweitens, ich sollte eine Einleitung schreiben, in der ich den doch originellen Sachverhalt erkläre. Ich tat es. Ich tat alles, worum er mich gebeten hatte, mit Nachdruck gebeten hatte. Auch die Paartherapie. Verdammt, Mona, auch dieses Mal warst du nicht sehr nett zu mir. Ich nehme mal an, dass es dir auch dieses Mal leid tut. Vorausgesetzt, du bist noch am Leben, was ich sehr bezweifle. Und du, Nadine, falls es dich gibt. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich dir das wünschen soll. Hoffentlich hilft es dir. Mona biblisch. 1. Ewige Liebe. 7 Stunden ungefähr. Ich nenne mich Mona. Eigentlich Annemone Beatrice biblisch. Das sei der Vollständigkeit halber einmal erwähnt.
und der Peinlichkeit wegen genauso schnell wieder vergessen. Deshalb nenn mich Mona, bitte. Als diese Geschichte anfing, hatte ich blaues Haar, nicht mehr allzu viele Pickel, war fast 17 Jahre alt und passte noch gerade so in eine 26er Jeans. Dafür musste ich mich allerdings flach auf den Rücken legen. Ich war überzeugte Anarchistin und Atheistin. Und tot war ich, gestorben vor 3 Wochen. Falls du damit nicht klarkommst, blätterst du am besten gar nicht um.